stimmt doch etwas nicht. Er ist auf die Hütte zugegangen und hat die Türen aufgemacht. Aber vor lauter Schrecken hat ihm gerade den Schnaufen geschlagen. Um den Tisch herum sind etwa ein Dutzend Leute gesessen, Männli und Weibli, kleiner und magerer als gewöhnliche Menschen und sturenbleich. Sie haben altmodische Trachten an, so wie man es manchmal auf alten Bildern sieht. Am Christeli in die Knie geschlottert. Und es ist im eiskalten Buckel runtergelaufen. Am liebsten wäre er verstohlen wieder rausgeschlichen und als Gisch was hast den Berg ab. Aber seine Füße waren wie angenagelt. Jetzt auf einmal steht der älteste von diesen gespässigen Leuten auf. Es war ein uralter Mann mit einem Bart fast bis am Boden runter. Er hat Christeli an der Hand genommen und hat ihn zum Tisch herangeführt und hat gesagt: «Du musst keine Angst haben, Bub. Wir fressen dich nicht. Komm, sitz ab und erzähl, wie du mit in der Nacht raufkommst.» Die Stimme von dem alten Mann war so freundlich, dass sich der Christeli auf einmal nicht mehr gefürchtet hat. Und er hat angefangen zu erzählen von seinen Eltern und Geschwistern, vom geizigen Meister und dem vergessenen Melchstuhl. Zuletzt hat der alte Mann gesagt: «Es ist gut, Bub. Du gefällst mir.